Guten Morgen, mein Name ist François Kraus, ich bin responsable für den Service de l'Horticulture von der AStA. Da bekommen wir als neben dem Gärtebau auch zum Teil Beien. Und da delen wir dann auch Beienpflanzen aus. Heute sind wir bei einem Feld, wo Blumen gepflanzt sind, wo den Sommer rekoltiert wird. Und für uns ist das interessant, weil wir verdelen Samen und Beienleute, die da können bei ihnen im Terrain, du willst wollen, du willst brauchen bei ihren Beien ausbringen, abwurzeln lassen, für das Beien genug Nahrung finden. Das hier ist ein flottes Projekt, weil eben genetisches Material aus von Heiken, aus der Natur. Wir haben zum Teil an der Zeit auch Pflanzen geholt, die wir an den Commerz kaufen gegangen sind. Und das sind dann halt ein bisschen Zierpflanzen. Das ist eine Genetik, die nicht von Heiken kennt. Das ist schon mehr flott, wenn wir hier Pflanzen haben. Du bist immer froh, dass wir das Projekt von der Sicona haben, wo eine Produzenten die Blumen umbauen, für die Samen zu holen. Sicona hat auch eine Mischung abgestellt von Pflanzen, wo auch Kulturpflanzen dran sind, die wir dann spezifisch und Beienleute weiterverdienen. Wir haben ein Projekt umgesetzt vom Naturschutzsyndikat Sicona, für eben so Gesäms herstellen zu können, was für Lützeburg könnt, was auch die Pflanzen sind eben in unsere Natur und unseren Lebensraum angepasst und dafür brauchen wir also auch für Lützeburg für die Biodiversität zu fördern. Wir arbeiten viel mit Privatleuten zusammen. Und die Beien, die man dann eine Stunde bei den Privatleuten auf den Terrain, die zur Verfügung stellen, geht es darum, für Döpsbeem an die eine Stunde zu befruchten. Und wir haben aber auch ein großes Blumenwiss mit vielen Blumen angesehen, die wir von der AStA gekriegt haben, was ganz wichtig für die Beien ist. Heute sind wir hier bei einem Platz, wo dann um einen anderen Teil des Programms geht. Hier geht es darum, die Pflanzen, die wir rausdelen. Hier seid an dem Stück ganz viele Bäume, die wir an Nimker geliefert haben, und die hier gepflanzt werden auf dem wunderschönen Sitz. Das sind lauter Pflanzen, die wir rausgesucht haben, weil sie interessant sind für die Beien. Die bringen entweder Pollen oder Nektar oder die zwei. Und so werten wir eigentlich Nahrungsquellen ab, die den Beien zur Verfügung stehen. Die Bäume sind gut für die Beien, weil es ja 13, 14 verschiedene Sorten Bäume sind, die nicht alle gut mit den Nähe blähen, die frei blähen, die mit spät blähen und die ganz spät blähen. Und das ist das, was die Beien eigentlich brauchen. Also wir haben dann die zwei Programme, zum einen Saatgut, das wir rausbringen von den Blumen, mit den Wildblumen mit dran. Zum anderen haben wir dann die Bäume. Ich stehe wahrscheinlich nach 50 Jahren da. Aber während der ganzen Zeit können die Insekten davon profitieren. Und du hast da ganz wichtig, dass die Ressourcen da sind. Und da bringen wir dann etwas für Biodiversität, aber auch direkt für die Imkerei. Und das ist das, was wir mit dem Programm hier zwecken wollen.